Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir sind ja hier mit im Mistmund stehen geblieben und zwar haben wir ja die liebe Laterne kaufen, dass wir mal auch irgendetwas im Dunkeln würden sehen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze gerade mal schnell an und zwar diese hier. Luma fliegen Laterne, was ist wichtiger? Ein Licht, das dir den Weg weist oder ein Freund, der an deiner Seite bleibt? Warum nicht beides haben? Nimm dieses helle kleine Burschen als Gefährten mit und er wird dir den Weg durch die tiefsten Dunkelheiten weisen. Ich persönlich sage mal, wir kaufen den mal gerade und wir haben in der letzten Folge auch noch den einfachen Schlüssel gefunden. Das wäre ja der elegante Schlüssel. Ich wüsste aber nicht, für was wir den gerade momentan brauchen könnten. Sonst können wir ja nichts weiteres kaufen. Ich persönlich würde sagen, den Rest behalten wir einfach mal noch auf uns, die 538 $. Und wir machen uns in dem Fall auf den Weg in den Untergrund, um mit dem einfachen Schlüssel einen neuen Weg freischalten. Schauen uns zuerst mal den an und danach gehen wir die dunklen Wege abkappern mit unserer neuen Laterne. Voilà! Dann müssten wir aber, jetzt muss ich mich nicht täuschen, ich glaube Station der Königin. Ich hoffe, ich bin jetzt auf der richtigen Spur. Ich glaube es mal schon. Wir haben endlich die Laterne gepusht. Jetzt bin ich erst recht zufrieden. So. Jetzt muss ich das aber gerade nochmal... Nein, nicht Station der Königin. Nein. Totaler Fehler. Wir müssten eigentlich... Wäre es denn in der Lagerraum? Ich muss das jetzt einmal ganz kurz anschauen. Sorry für die Umstände. Hei. So, dann machen wir uns mal da auf den Weg. Was das jetzt eigentlich stimmen? Genau, ja. Da müssten wir jetzt komplett einmal in den Abgrund runter. Und von dort aus können wir uns dann den Weg frei bahnen. So. Genau, da habe ich das letzte Mal schon gelernt. Da muss ich nicht oben durch. Das bringt gar nichts. Lieber gerade einmal direkt unten durch. So. So, einmal alles abwärts. Ich ignoriere euch jetzt plus minus einfach einmal. Knapp in die Stachlinie. Aber fast in die Stachlinie. Heiland, sag noch einmal. So, wo bin ich denn jetzt etwa? Ja, von da aus geht es auch. Gehen wir lieber da abwärts, das ist ja gar kein Problem. Ich könnte eigentlich dann einen Schnellschuss gebrauchen. Dann geht das auch einiges schneller vorwärts. So, dann da abwärts. Da wartet ja wieder so ein riesen Viechli auf uns. Jetzt müssen wir aber schauen, dass die da nicht... Wieso kommst denn du? So. Komm, ignorieren wir. Oh, das dümmer geht's ja nicht. Also, let's go. Dümmer geht's ja gerade wirklich nicht. So, einmal abwärts bitte. Nochmal einmal. Hallo? Sind wir jetzt unten? Jawohl. Alles klar. So, dann müssten wir gerade nochmal runter. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss mir mal da ganz kurz ein Bild machen. Jawohl. Einmal komplett abwärts bitte. So, nice. Euch nehmen wir gerade mit da. Dann können wir nämlich nochmal ein Maskeli auffüllen. Das sage ich auch nicht, nein. Oh nein, wartet mal schnell. Nicht, dass da jetzt der Lift unter uns ist und ich voll drauf gumpen würde. Der ist gerade... Der wäre ober uns gewesen. Das wäre auch kein Problem gewesen, aber... Noch weiter runter. Wie viele Stationen hätten das da? Hei. So. Jetzt sind wir, glaube ich, fast schon da, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Ich glaube jetzt noch da abwärts. Und dann da haben wir den Weg abwärts. Betrachten. Ein Mechanismus mit einem einfachen Schlüsselloch. Einfacher Schlüssel benutzen. Jawohl, liebend gern. So, dann haben wir hier die Klappe geöffnet. Die sieht noch ziemlich cool aus hier. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, was da auf uns wartet. Boom. So, königlicher Wasserwege. Wir befinden uns in der königlichen Wasserweg. Dann müssen wir uns aber ziemlich aufpassen. Was ist denn das für ein Ding? WTF? Das sieht mega cute aus irgendwie. Aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Soll ich da jetzt... Ich komme jetzt einfach mal sporadisch da drüber... Oi! Oh mein Gott. Das war ziemlich knapp gewesen. Da haben wir noch einen Weg freigeschaltet. Hä? Okay. Ich hatte eigentlich jetzt noch gedacht, ich soll ein Portal rein, aber dann schauen wir den gerade mal da noch weiter. Da sehen wir jetzt auch, eigentlich wäre der Weg für uns total dunkel. Durch unser Lichtli ist es da jetzt einfach heller. Das wäre, glaube ich, auch so ein Weg, wo wir nicht hätten durch können. Oh, soll ich zuhören? Nimm dir das nicht dir gehört, das ist Gesetz. Alles, was du siehst, es gehört mir. Sei nicht wütend, ich teile mein Essen mit dir. Für etwas Geo. Essen kaufen? Und wenn wir mal das einkaufen, komm, kaufen wir mal ein. Ich habe keine Ahnung, was da gerade auf uns zukommt.
Dieses Geo ist nun meins. Versuch nicht, es dir zurückzunehmen. Hier, nimm dein Essen mit, wenn du gehst. Nice, was haben wir denn da erhalten? Betrachten! Ein ranziges Ei! Jawohl, das können wir jetzt sicher mal in der späteren Zeit noch gut gebrauchen. Dann nehmen wir das gerade mal mit. Ich bin gerade froh, dass wir das Laternchen mit eingekauft haben, sonst hätten wir den Weg sicher schon mal nicht angüchseln können. So, dann gehen wir mal da durch. Was? WTF? Die Dinger blasen sich volle Pullen auf, denn. Das erinnert mich an irgendeinen komischen Fisch. Es gibt doch so einen Fisch unter Wasser, wenn er meint auf den Zippel haust, dann bläst er sich so auf. Ich glaube, dann wäre es am besten, wenn ich mich nicht mit denen anlege. Da will es wieder durchgehen, aber was ist denn dort auf der rechten Seite? Schauen wir zuerst mal das noch an. Nein, da hat es gar nichts. So, voilà. Schön vorbei. Einmal Leben auffüllen, wenn wir schon können. Den Boden sollten wir eigentlich draufstehen können. Nein, das ist kein Boden zum Draufstehen, das hat noch so ausgesehen. Wow! Wow! Die Drecksviecher! Ich hoffe, es hat noch mehr von denen. Bitte nicht! So, da kommen wir nochmal abwärts, aber das wollen wir ja gerade momentan nicht. Ich wollte mich da zuerst mal ein bisschen durch... Schon wieder so ein Riesending. Was ist das für ein... Oh mein Gott! Ah! Was läuft mit denen? Okay. So Teile haben wir bis jetzt auch noch nie gesehen. Nice, dann haben wir den schon mal aus dem Weg geräumt. Dann haben wir da nochmal so einen. Okay, die drehen irgendwie ihren Kopf um und gumpen uns dann plötzlich danach an. Wir hätten hier angezeichnet, das Bänkchen, aber wir könnten hier auch aufwärts gehen. Ich würde aber sagen, wir gehen lieber zuerst mal noch kurz aufs Bänkchen, wenn es da schon markiert ist. Ich hoffe aber nicht, dass das allzu weit ist. Gott sei Dank haben wir unser Laternchen. Ich glaube, wir hätten wirklich so Schnitte unten gesehen. Da haben wir so einen Weg, wo wir einschlagen können. Ich würde sagen, machen wir das doch gerade. Okay, wohin sind wir? Hoppla, Schorsch! Wir haben ein Bänkchen gefunden, die Karte aktualisiert. Aber für diese Karte haben wir noch gar keine... Wir haben keine Karte für das Gebiet. Was ist das für ein Schmatzgeräusch? Hä? Das ist mir unheimlich da. Ich will mal versuchen, da zuerst runter... Ui! Nochmal ein neues Viech. Hä? Was sind das für komische Viecher? Hey? Zombie-mutierende Schleimbeutel oder so etwas. Da haben wir auch wieder einen Weg, wo... Nein, komm, ich benutze jetzt meine Seele nicht für das. Wenn wir da schon das Bänkchen gerade haben, fülle ich mal ganz kurz nochmal unser Leben auf. Da hätten wir nochmal einen Weg, wo wir uns dagegen runterschlagen können. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, alles zu erkunden. So, dort teilt sich durch zwei und dann lädt er so einen Glibber von sich. Und dann kommt dann gerade nochmal ein Wurm raus. Wow. Okay. Also da in diesen Kanalisationen ist es ziemlich speziell. Und jetzt nochmal etwas nicht, hä? So, doch, eben doch. Oi. Mann. So, betrachten. Nochmal ein ranziges Ei. Dass wir auf Nummer sicher sind, dass wir auch alle Taler wieder zurückholen können. Die Frage ist jetzt einfach, ob ich mich wirklich zuerst mal den Weg runter freikämpfen soll, um zu schauen, ob dort der Kartenmacher könnte sein oder ob ich mich da weiterkämpfe. Wow, was ist mit... Also das ist wirklich ein komisches Vieh. Komm, kumpen wir den Taler hinten an. Was ist mit dir? Komm, jetzt nochmal zurück. Wir gehen den Weg nochmal abwärts. Ich habe irgendwie... Mein Gefühl sagt mir, da könnte der Kartenmacher sich verstecken. Dann würde ich sagen, nochmal Leben auffüllen. Man weiss ja nicht, was so auf uns zukommt. Dann haben wir nämlich volle Seele und volles Leben. Das ist immer gut. Hoppla, wohin geht's? Hallo? Okay. Kommt da jetzt nochmal ein Viech, oder? Jawohl. Oh. Muss mich völlig daran gewöhnen. Das ist nochmal so ein aufblasbares Ding. Das sind da nicht mehr. Nein, das war nur das gewesen. Einmal schnellstmöglich durch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hoppla, Schorsch. Gut, das haben wir gut können lösen schon mal. Kommt das die Wand drauf? Boah, das kann sogar die Wand draufkleben, das komische Ding. Hey, was ist mit diesen Dingen los? Das wären das mutierte Zombies oder so etwas in die Richtung. Hey. Okay, schauen wir mal da weiter. Sally. Nicht mit uns. Können wir denn da drüber fliegen? Ah nein, okay, das geht, da hat es gar nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir da rechts weiter.
Schauen wir uns das komische Zeug nochmal an. Ich höre schon wieder so ein komisches Grunzen. Okay. Wow. Wow, wow, wow. What? Nice, jetzt muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren. Im richtigen Moment schlagen, jawohl. So, jetzt müssen wir mal schön unser Leben anfüllen, sonst komme ich da... Ui, Jesus, Maria, sind die Viecher komisch. Ui, Jesus. So, da können wir mal ein bisschen Seelen anfüllen. Jetzt haben wir wenigstens fast wieder volles Leben. Gott sei Dank. Oh, ich bin mir unsicher, ob das so die aufblasbaren Teile sind oder ob das eben dann so Würmer sind, die uns einfach angreifen. Da steckt irgendetwas... Oh. Okay. Irgendwelche Eier von denen, glaubst du? Komm raus, komm raus. Jawohl. Okay. Nice. Füllen wir lieber nochmal das Leben an. Und da irgendwie alles. Das sieht sowieso Madeneier aus oder irgendetwas. Wow. Wow, wo befinde ich mich da? Ah, schon wieder vergessen, dass wir die ja mehrmals treffen müssen. Aber ich gebe wenigstens einigermaßen gutes Gold ab. Warte, das sieht aus, als könnte man da... Ah, okay. Dann habe ich gerade gedacht, das sieht so aus, als können wir da durchlaufen. Schon die Frage, wenn wir das zuerst anschauen. Schauen wir zuerst mal da an. Okay, haben wir einen Haufen Wasser. Das Einzige, was wir hier probieren können, ist einmal durchfliegen. Wow, 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 wow. Nein, bitte nicht. Ist das ein Boss? Ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich die Karte von dem Gebiet noch nicht habe... Nein, danke. Nein, danke. Weil ohne Karte von dem Gebiet habe ich irgendwie das Gefühl, ich finde den Weg nicht mehr zurück und das ist nicht der Sinn von der Sache. So, nochmal einen Haufen voller Taler, da sage ich nicht nein. Und das Ziel ist schon wirklich eigentlich, unsere Seele dann auch wieder zurückholen. Oh! Die Explosion konnte ich nicht vermeiden. Ah, jetzt sind wir wieder da oben dran. Okay. Wenn ich mir natürlich jetzt den Weg kann plus minus merken, dann können wir das uns schon versuchen, drauf zu kämpfen, aber also warte mal schnell. Da ist das Bänkchen. Okay. Oh. Wie das einfach runtergekommen ist, das Ding. So, da ist das Bänkchen. Vom Bänkchen müssten wir abwärts. Von dem abwärts müssten wir dann noch mehr abwärts. Nein, falsch rum. Falsch rum. Das war das falsche rum. Oh Mann, oh Mann, Mann, Mann. Wir hätten dort einen leichteren Weg gehabt. So, nice, das haben wir gut können erledigen so. Aber durch das, dass ich jetzt weiss, wo der Weg ist, könnten wir natürlich auch versuchen und schauen, ob das ein Bosskampf ist, gegen den wir uns stellen wollen. Ist halt schade, dass wir keine Karte haben, eben, da sehen wir auch keine Karte für dieses Gebiet. Was ziemlich blöd ist, so um den Weg den retour zu finden. Aber ich würde sagen, wir probieren es mal. Komm, wir probieren es mal. Probieren geht überstudieren, aber dann lasse ich mich da überfliegen. Voilà. Wow, ein riesen Kokon. Was kommt echt da raus? Wollte ich das wissen? Versuchen wir so viele Treffer wie möglich gerade reinzuheizen. Okay, okay. Mann, Mann, Mann! Die Viecher sind nervig. Ich habe mir ehrlich gesagt etwas anderes unter dem Kampf vorgestellt. Ah! Mann! Okay, das ist wirklich ein sehr komischer Kampf. Ich kann mir jetzt gerade nicht darunter vorstellen, wenn ich gegen den vorgehe. Also wenn man was versteht, wie ich es meine, weil das ist schon ein bisschen... Genau, jetzt muss ich aber schnell schauen. Ah! Okay. Wäre das jetzt der falsche oder richtige? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen, wo man durch... Ah genau, und jetzt da durch. Okay. Alles klar, so funktioniert das natürlich. Even Frey. Dann fülle ich da schnell nochmal eine Seele auf und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir unsere Seelen einsammeln und versuchen es gerade nochmal. Aber eben, wie gesagt, ich kann mir jetzt momentan nichts unter dem Kampf vorstellen. Muss ich da jetzt einfach 1000 von diesen Viechern kaputt hauen, oder? Ah, der Kampf fängt schon an. Das mal. Ah, im Wasser kann ich mich nicht wehren. Ich muss meine Seele schnell haben. Nice.
Nice, ich versuche jetzt da aber einfach mal... Okay, okay. Okay, okay. Ich kann mir wirklich noch nichts darunter vorstellen. Im Wasser kann ich nicht kämpfen. Oh Mann! Wie viele kommen denn da? OMG! Okay, okay. Ich kann mir wirklich... Ich weiss nicht, wie ich gegen das hervorgehe. Haben wir denn da irgendeinen Vorteil, den wir könnten nutzen gegenüber dem? Der Sporenpilz wäre halt eigentlich schon fast der Baldurpanzer, damit ich mich schnell kurz heilen könnte. Spürt den Schmerz des Trägers und schlägt um sich. Das wäre natürlich auch etwas. Der kostet ja einen. Das heisst, wir könnten etwas einsetzen für eins. Ich würde sagen, durch das, dass wir jetzt wirklich keine Karte haben, brauchen wir den Kompass nicht wirklich. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir uns den Sporenpilz zugunsten nehmen oder den Dornen... Ich würde sagen, wir probieren den Dornenqual. Für jedes Mal, wo wir Schaden bekommen, können wir dann nochmal einen Schaden zusätzlich über, der austeilt wird. So, dann einmal da wieder alles abwärts. So, da können wir dann schön unsere Seelen auffüllen. Ich habe natürlich auch nicht gewusst, dass der Kampf gerade wieder Vollgas losgeht. Ich habe mir jetzt so gedacht, ja, jetzt machen wir da ganz schön chillig. Kann ich meine Seelen einsammeln, hauen wieder eins auf die Zipfelmütze. Genug früh abstellen, damit wir nicht direkt in den Kampf hineingehen. So, wie soll ich das jetzt handhaben? Soll ich jetzt das nochmal gleich wie vorher machen, dass ich jetzt ganz kurz im Kopf oben anfange? Und jedes Mal, wenn wir Schaden bekommen, tut unsere Dornen den anderen besiegen? Oder... Ach, schwierige Situation, schwierige Situation. Okay. So. Gut, der Dornen hilft uns schon ein bisschen, aber ich freue mich jetzt einfach, wenn ich das machen muss. Ich muss jetzt da wirklich einfach schnell gegen die Viecher kämpfen, bis ich einen ruhigen Moment bekomme, oder... Oh, jetzt kommen da ein paar aber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit dem ruhigen Moment, das kann ich mir abschminken da. Okay, okay. Okay, okay, okay. Das heb ich nicht mehr lang durch. Ja, ist klar. Aber wie soll ich das machen? Also wir haben wirklich keinen ruhigen Moment gegen den Kämpfen. Also am besten ist eigentlich auf seiner Höhe die ganze Zeit gegen die Viecher kämpfen und dann versuchen mit unserem Schuss ihn anzuschiessen, oder? Sehe ich das richtig? Dann wäre es schon fast am besten, wenn wir einen Zauberbändiger mitnehmen. Und zwar spielt den Wunsch der Seelenheiligtums wider, Seele zu beherrschen und verbessert die Zauberfähigkeit des Trägers. Er reduziert die Seelekosten von Zaubern. Komm jetzt rein. Komm jetzt. Talismanie. So. Das ist eine sehr spezielle Kombo. Und zwar kann man da einen mehr rein tun, als man müsste. Aber irgendwie nimmt man den mehr Schaden oder bekommt weniger Seelen. Ich weiss das nicht genau, wie das funktioniert. Wie man sieht, haben wir jetzt einen rosaroten Punkt. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt gerade nochmal auf ein neues. Und danach muss ich mich mal so schnell erkunden, wie ich genau gegen das vorgehe. Weil das ist jetzt wirklich einer, glaube ich, von den creepiesten Bosskämpfen, die ich bis jetzt hatte. Und zwar einer, der die ganze Zeit so Monster spawnt. Sehr speziell. Oder wir machen uns dann langsam nachher schnell auf die Suche nach dem Kartenmeister. Das sind natürlich zwei gute Fragen, die ich mir noch muss. Soll ich da schnell überschwimmen? Geht das? Oder taucht durch den... Nein, ich kann wirklich gemütlich überschwimmen. Ich schwimme lieber rüber, weil wenn ich zu wenig spät drücke, kann es möglich sein, dass wir das nicht mehr zurückbekommen, unsere Seele. Okay. Ich würde sagen, ich versuche das jetzt wirklich so. Wow! Nein, vergiss den Fisch! Aber wir haben viel mehr Schaden über dem Fall. Ich habe es gerade gut beobachtet, wenn wir das so drinnen haben. Das ist natürlich dann ziemlich blöd. Der Sporenpilz bringt mir nichts, weil zum Heilen komme ich nicht. Am besten wirklich funktioniert gerade momentan der da. Den Langnagel würde ich gerne behalten, wie auch der Seelenfänger wäre halt die Frage, ob wir den sonst rausnehmen und ersetzen durch den da. Komm, probieren wir es nochmal so. Wir probieren es jetzt noch einmal. Nachher mache ich mich so schlau, wie ich am besten gegen das vorgehe. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns übrig bleibt gerade momentan. Aber krass, dass wir gerade so schnell einen Boss eigentlich gefunden haben zum Besiegen. Aber ich weiß nicht, wie ich brauche irgendeine Strategie gegen den, aber ich weiß nicht was. Mann. Aber es kommt schon gut, das kommt schon gut. Da schwimmen wir lieber noch mal ein bisschen führen. Und jetzt versuche ich es wie ganz am Anfang schnell. Und zwar...
Mann! Kann doch schlagen! Oh, Epa! Hey, wirklich, es ist mir... da kommen tausende von Viechli und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh mein Gott. Aber wisst ihr was? Wir haben jetzt schon mal den neuen Weg gefunden. Richtig... Wie heisst das nochmal da eigentlich? Ja, ich habe keine Karte, darum kann ich es nicht mal sagen. Wo sind wir da? Wir sehen uns selber auf der Karte nicht mehr, weil wir einfach irgendwo sind. Ich würde sagen, sonst machen wir doch da mal ganz kurz einen Cut. Schaut uns, wie es weitergeht, an in der nächsten Folge. Und zwar will ich dann wahrscheinlich zuerst mal den Kartenmacher suchen, damit wir wenigstens ein Bild davon haben, wo wir sind. Weil vielleicht brauchen wir für den Gegner noch irgendetwas Spezielles, wo da unten noch irgendwo von uns lauert. Aber ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Umstand gemacht mit diesen vielen Fails. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst Erfolg, Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke und ciao!